Letzte Monat war mehr gleich auf 3 Plätzen in NRW für über das Wahlrecht von den Frauen hier im Land und über die 100 Jahre Demokratie für Frauen zu berichten. Angefangen haben wir bei uns am Lycée, wo eine Ausstellung zu eben dem Thema angeweiht gouf. Zusätzlich wird eine Seinklemsklasse von Madame Burton, einer Deutschprof aus dem LGE, hier ein Buch vorgestellt, wo in 21 Porträts von mehr oder minder bekannten Frauen rümpft. Ich begrüße euch herzlich hier am Jungen Lycée zu der Ouverture von der Ausstellung 100 Jahre Demokratie für die Frauen heute zu Lützeburg. Es sind noch aufrecht, dass das Ministerium als angesprochen für das zu organisieren. Du wolltest aber nach einem Schüler von uns gehen, dem Linus Bauer, weil letztes Jahr hat Madame Burton mit ihrer 5.3, die halt gut vertreten, dass auch ein kleines Bischelchen gemäht, was einfach intituliert, dass 21 starke Frauen. Und ich gebe einfach dem Linus das Wort, für das er kann was davon erzählen. Das Buch haben wir, wie gesagt, schon letztes Jahr mit Madame Burton ausgearbeitet. Und ich wollte auch noch mal ganz herzlich Madame Fiedler danken aus dem CDI, dass sie uns geholfen hat, das Buch zu binden. Im Buch sind enthalten 21 Texte über bekannte oder auch weniger bekannte Frauen, recherchiert und geschrieben von uns 21 Schülern. Wie ist das Projekt von der Ausstellung entstanden? Am Anfang wollte man uns etwas ganz Kleines machen, weil wir wussten, dass wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gibt eine Science-Akademie machen, etwas ganz Wissenschaftliches. Und nur einem wissenschaftlichen Debat trinken die Leute gerne in Gläschen Cremant. Und man gedacht, da sollen sie, während sie ihre Cremant trinken, ein paar Panoe können gucken, wo sie was die Frauenwahlrecht draufsteht. Und dann haben wir uns hingesagt, für die Panoen auszuschaffen, und uns das bewusst ging, dass es mit 3 Panoen nicht durchgeht. Und schlussendlich sind wir auf 7 größere Panoen kommen, die wirklich mit einer Timeline suchen, wie die Frauengeschichte zu Lützeburg sich entwickelt wird und bis eben zum Frauenwahlrecht und auch darüber raus. Und das ist eine Expo, die eben nur auf Wanderschaft geht. Welche Frau hast du rausgesicht auf für was? Ja, schon Julie Moss geholt, das ist eine ganz bekannte Triathletin und für da auch extrem gerne Sport machen, gucken und so. Und ich gedacht, dass das die richtige Frage, worüber ich dann ein paar Informationen sichern kann. Ich bin Frida Kahlo ausgesicht, weil ich mich selber auch für die Kunst interessieren und wo ich die Geschichte gelesen habe und ich doch ganz interessant fand. Was waren die größten Schwierigkeiten bei der Arbeit? Die größten Schwierigkeiten bei der Arbeit waren, Internet selber ein bisschen nur hier zu recherchieren. Dafür muss ich mehr an der Bücher am CDI gucken. Es sind Savi und ich gucke den Kanal an, wann mich sieht dir auch. Hast du das, wenn ihr wählen geht, ist ganz normal, dass ihr an den Wahlbüros auch Fragen seid, hier Stimmen können aufgehen. Wir führen 100 Jahre war das noch nicht so selbstverständlich. Der Forum Z wird am Kader von 100 Jahre Wahlrecht für die Frauen eine Konferenz organisiert, die mit Workshops komplettiert wird. Der Nulch-Kanal war nicht nur der Platz für die ganze Konferenz zu spielen, wir haben auch selber eine Konferenz teilgeholt. Am Kader von der Konferenz vom Forum Z, La Marche des Femmes, geht am Nationale Geschichte- und Kunstmuseum der Stadt zum Thema 100 Jahre Wahlrecht für Frauen eine ganz interessante Ausstellung mit dem Namen «Wählen, was wir sind» gewesen. Wir haben noch mit René Wagner geschwärzt, der zusammen mit Regis Mös die Ausstellung auf die Beine gesetzt hat. Das am Fong als Ulas, weil wir das Jahr 100 Jahre Aufführung vom allgemeinen Wahlrecht zu Lützeburg feiern. Natürlich, wir wollen heute ein bisschen weisen, wie dazu kommt, dass das allgemeine Wahlrecht angefordert wurde und auch was Konsequenzen davon wurden. Den Ulch-Kanal hat an der Konferenz teilgeholt, und vor kurzem zum Thema Gleichstellung zwischen Mann und Frau produziert, der am Laufe dieser Reportage zu sehen kriegt. Alle junge Pumpeln. Oh, das ist gut, Alex. Mein Mädchen ist Pumpeln.
Mir hu Situationen aus dem Alldach geholt, wo es abgefallen ist, dass es auch haut nach immer Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Und dieser Konferenz, die vom Lützeburgischen Center für zeitgenössische und Digitalgeschichte organisiert wurde, haben Leute aus den verschiedensten Bereichen teilgenommen, wie zum Beispiel Historiker, aber auch ein Advokatin, die über den Zugang zum juristischen Milieu für Fragen geschwärzt wird. Wir haben erhofft, dass die Leute sich ein bisschen nach mehr für die Geschichte vom Wahlrecht interessieren, weil das ein wichtiger Aspekt ist von der politischen Bildung. Aber auch, dass sie vielleicht besser verstehen, wie Politik funktioniert, wie das geht für Parteien aktiv gehen, wie es geht für zu wählen, wenn in die Wahlkabine geht, was wir halt für ein System eigentlich haben, weil für viele Leute ist das gar nicht so evident. Und das war auch ein bisschen ein Aspekt so von politischer Bildung, den uns interessiert hat, für uns Leute zu bringen. Bevor die Konferenz selber angefangen hat, hatten die Leute die Möglichkeit, eine Visitidee durch die spezielle Ausstellung zu kriegen. Muss besser spielen mit den Männern. Nach der Konferenz konnten die Leute verschiedene Workshops teilnehmen, die auch ganz am Thema vom Wahlrecht für Frauen stehen. Also wenn in Lo Haut guckt, wo man stehen, a puncto Repräsentation von den Frauen am Parlament, da muss ich sagen, dass es noch immer nicht perfekt ist. Also wir haben eine Bevölkerung, wo über 50% Frauen sind am Parlament wohnen, aber das kann ja, ich meine, Männer wie Viertel von den Leuten, die direkt gewählt sind, gegen Frauen. Lo wird man durch verschiedene Remaniementen, wird man am November, meine ich, auf 18 Frauen kommen. Und trotzdem ist das noch immer weit von 30 weg, was total schön wäre am Parlament. Das heißt, du hast noch viel Luft in den Ofen und du werdet wahrscheinlich auch nicht ähnlich gehen, wie das im Niveau von den Gesetzen überlegt, was ich kann machen für die Repräsentation von den Frauen zu verbessern. Hinten steht natürlich trotzdem, dass Frauen Männer Success haben, wenn sie sich aufstellen wie die Männer. Bei uns, an unserem System hat das viel damit zu tun, dass Frauen nicht so bekannt sind wie Männer. Ähnlich wie doch bei den Jungen, die gehen auch oft nicht so gut gewählt. Aber am Laufe der Zeit ist das eigentlich kein Argument mehr, wenn ihr 5-mal mitgemacht habt bei Wahlen, dann wurde ihr aber schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und du hast dann froh, gibt es tatsächlich Leute, die lieber Männer wählen wie Frauen. Für was kommen wir nicht dran? Die wird nicht bezahlt. Ja, an Medischer. Medischer brauchen nicht zu bezahlen.
Rock de Rock war den dritte Rendezvous, wo Junker die Möglichkeit hatten, sich mit dem Thema Gleichstellung von Mann und Frau auseinanderzusetzen. Neben den Party-Workshops gouf 5 Eurokonzert organisiert. Wir hatten Gelegenheit, ein Interview mit Taina Bofferding zu machen, weil er seiner Funktion als Minister für Gleichstellung von Mann und Frau präsent war. Heute Bilder aus der Rokal. Das ist ein Dach für die Jungen, auch viel mit den Jungen und von den Jungen organisiert, den am Zentrum steht von der Demokratie. 100 Jahre Universalwahlrecht, 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber auch am Zentrum von der Egalität. Wir trätieren heute das Sujet von der Gleichstellung. Junge und Mädchen sind gleichgestellt, sollen dieselben Chancen am Leben haben. Und das ist ein Thema, das uns alle gut konzerniert, auch von allem die Jungen konzerniert. Wieso heißt es Rock de Rock, auch wenn Sie überhaupt auf die Idee kommen? Das ist witzig, dass du die Frage stellst, weil effektiv sie nicht auf die Idee kommen, für Rock de Rock zu nennen. Ich muss aber dazu sagen, immer wenn wir ein Event haben am Ministerium, da sitzen wir als Team zusammen, wir sind auch ein Mega-Team. Dann überlegen wir, wie können wir ihn nennen, dass es da war catchy aus und das für ein Event für die Jungen. Und da sind eine ganze komplette Idee gekommen, Rock de Rock, der träumt sich einfach gut. Und für allem, es steht ja am Zeichen von 100 Jahren Frauenwahlrecht. Und wenn wir 100 Jahre zurückdenken, da sind Frauen an den großen, langen Rack rundherum gelaufen, ein bisschen so wie Suffragette noch der Zeit zu London und zu New York. Workshops gehen dann überhaupt angeboten? Da sind da ganz viele verschiedene mittlerweile. Ich muss den Steck am ganzen immer Haut anbieten. Nationalguten hier stärkten, nationalguten ein Thema rausgesicht, bei dem wir mit unserem Thema, mit dem Thema vom Dach zu dienen wollen. Wir hatten sowieso einen Workshop, Gender Games, und war am Anfang so eine Art Jeopardy, schießt mal eben Geschlechter bezüglich Frauen. War cool. Ich habe den Menschenrechten gemacht. Ja, es war von ganz anderer. Also es war ziemlich interessant, weil jetzt sind viele Ideen gekommen dafür. Ja. Es war ganz interessant, aber wir haben noch viel über Stereotype geschwärzt. Dann haben wir ein Video geguckt von Samsung aus dem Jahr 2013 und das ist ein mega Unterschied, wie es damals war, par rapport wie es heute ist. Das heißt, just ihre 6 Jahre war es noch ganz anders. Kann nicht sein, dass Frauen aus der Politik verschwinden, weil sie kein Teil davon sind. Also ich kenne ganz viele Frauen, die gerne ein Teil davon sind, wichtig ist, dass die Unterstützung könnt. Und ich meine auch, dass ganz viele Männer es gut finden, weil Frauen sich politisch engagieren. Und das ist wichtig, dass eben Frauen und Männer zusammen Politik hier im Land bestimmen. Welchen Plan habt ihr dann für Frauen, beispielsweise junge Mädchen, mehr an Politik anzubannen? Aber wenn man guckt, so wie heute, die Jugendfestival, der Rock de Rock ist ja eine ganz flotte Gelegenheit für sowohl die Jungen, aber auch für die Mädchen und Sujets wie von der Demokratie, vom Wahlrecht herunterzuführen und eben noch zu weisen, dass die Egalität aber eine Valeur fundamental ist in unserer Gesellschaft und dass es wichtig ist, dass eben Frauen und Männer gleichgestellt gehen und darüber schaffen wir. Und ganz wichtig, wie gesagt, ist eben auch der Kontakt mit den Jungen, mit denen zu diskutieren und sie natürlich auch zu motivieren, dass sie sich auch so engagieren an der Gesellschaft, weil die Jungs, die auch die Erwursen von moi sind noch ganz wichtig Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft. Wie steht ihr dazu, dass von 60 Deputierten nur 15 Frauen dabei sind? Ich kann das hier nicht so gut finden und ich wäre natürlich froh, wenn da wesentlich mehr wären. Und ich meine, es sind ganz viele Leute, die gerne da wollen daran arbeiten und das sollen wir auch machen, um zu gucken, dass nächstes Resultat wesentlich besser wird. Ihr benutzt ja Social Media im privaten sowie im beruflichen Bereich. Bitte nicht für euch nach mir ein großes Angriffsfläche, zumal als Frau. Ich fand in Social Media auch eine ganz interessante Gelegenheit, für mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ich gehe auch einer Generation die da groß gehen. Für mich ist es auch eben wichtig, so mit den Leuten zu diskutieren. Aber wenn man in drin ist oder eine Person, die ausfallend geht, dann so nicht der Person halt schon und dann kommen noch Konsequenzen. Ich meine, du sollst nicht zecken, dann sollen aber trotzdem davon können profitieren, dass es da auch ein interessantes Medium ist, für sich auch mal über Politik auszutauschen. Dann stand Witz her, dann haben wir mal einen anderen Witz geholt, wenn sie dann Brungenhaar hatte, so ja, das sind Blondinen, aber weißt du recht, dass die mit den Brungenhaar machen. Dann habe ich bei Witz geholt. Respektiv und da gesagt, mit Männern man hat noch anders, dass er einen Männerwitz geholt. Und ich fand, die waren so genervt, weil sie meinen Witz auch nicht so gut fanden.